Herzlich willkommen hier im Landhaus 1 in Bozen zur Pressekonferenz zum Thema Landwirtschaft 2030, Südtirols nachhaltiger Weg. Ich begrüße alle auch auf den offiziellen deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Kanälen des Landes Südtirol, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook. Wir beginnen in deutscher Sprache und setzen danach auf Italienisch fort. Benvenuti alla conferenza stampa col tema Agricoltura 2030, la via sostenibile dell'Alto Adige, qua da Palazzo Widman a Bolzano e sui canali ufficiali YouTube e Facebook della provincia autonoma di Bolzana in lingua tedesca, italiana e ladina. Cominciamo in lingua tedesca per proseguire successivamente in italiano. Eine nachhaltige Entwicklung Südtirols. Das ist das langfristige Hauptziel des Landes Südtirol. Die Landwirtschaft ist davon vielfältig betroffen. Die Gesellschaft fordert Nachhaltigkeit von ihr, die Bäuerinnen und Bauern spüren aber auch selbst, dass sie sich in diese Richtung entwickeln wollen und müssen. Sugli strumenti di tale sviluppo sostenibile in agricoltura si sono confrontati l'assessore provinciale competente Arnold Schuler e i rappresentanti delle contadine e dei contadini. Questo confronto ha portato alla redazione di un programma organico e condiviso da tutti, che ora andremo a presentarvi. Ich begrüße daher, do il benvenuto, all'assessore all'agricoltura Arnold Schuler, den Obmann des Südtiroler Bauernbundes Leo Tiefenthaler, den Obmann des Sennereiverbandes Südtirol Joachim Reinalter, den Präsidenten des Konsortiums Südtirol Wein Andreas Kofler und den Obmann des Apfelkonsortiums Südtirol Georg Kössler. Danke Ihnen und das Wort geht gleich an Landesrat Arnold Schuler. Bitte sehr. Ja, einen schönen guten Morgen. Buongiorno a tutti. Also der Titel dieser Pressekonferenz Landwirtschaft 2030, Südtirols nachhaltiger Weg. Die Landwirtschaft Südtirols war immer schon von Mut und Pioniergeist sowie Zusammenarbeit geprägt. Ich denke hier vor allem auch an unser Genossenschaftssystem. Das ist ein Werteverständnis, welches die familiengeführten landwirtschaftlichen Betriebe in Südtirol sehr erfolgreich gemacht hat. Während im Alpenraum in den letzten 30 Jahren die Zahl der Bauernhöfe um sage und schreibe 54% zurückgegangen ist, auf italienischer Seite um 2/3 im Belluno, im nachbarten Belluno gar um über 80%, konnte so das Bauernsterben, das sogenannte Bauernsterben in Südtirol großteils verhindert werden. Und es konnte nicht nur die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln gesichert, sondern auch die Landschaftspflege sichergestellt werden und der ländliche Raum blieb lebendig. Nicht nur wichtig für die Landwirtschaft, sondern auch für uns als Tourismusland. Und so eine Situation wie in Südtirol ist kaum mehr zu finden in den Berggebieten. Milch, Äpfel und Wein sind unsere Hauptsektoren und es werden aber auch eine Reihe von Nischenkulturen angebaut, Beeren, Steinobst, Gemüse, Kräuter, etwas auch Getreide, die entweder über die Genossenschaften oder von den Bäuerinnen und Bauern selbst verarbeitet und vermarktet werden. Auf dem Weg der Nachhaltigkeit steht Südtirols Landwirtschaft nun vor neuen Herausforderungen. Wir, also die Politik, der Südtiroler Bauernbund und die Vertreter der Sektoren, der großen Sektoren, haben dazu eine gemeinsame Haltung festgelegt, sowie eine kontinuierliche Abstimmung über Zielsetzungen und Maßnahmen definiert, um die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft voranzutreiben. Wir wollen diesen Weg der Nachhaltigkeit gemeinsam gehen. Denn nur gemeinsam, in enger Zusammenarbeit innerhalb der Landwirtschaftssektoren, aber auch in enger Zusammenarbeit mit der Forschung und vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, wird es uns gelingen, die Südtiroler Landwirtschaft in eine gute Zukunft zu führen. Die Landwirtschaft muss auch ganzheitlich und übergreifend gesehen werden. Wir sind ja keine Insel. Dabei denke ich nicht nur an die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt und die Wirtschaftlichkeit der Landwirtschaft, sondern auch auf die Versorgungssicherheit
von Lebensmitteln. In letzter Zeit stand in Europa und auch bei uns vor allem die Ökologisierung der Landwirtschaft im Mittelpunkt, beispielsweise Themen wie Green Deal oder vom Acker auf den Teller. Aber jetzt aufgrund der Ukraine-Krise müssen wir nun erkennen, wie abhängig wir von Lebensmitteln und Futtermittelimporten geworden sind. Plötzlich geht der Aufruf an die Landwirtschaft, europaweit, auch auf Staatsebene, so schnell und so viel wie möglich zu produzieren, um diese Engpässe auszugleichen. Auf der anderen Seite auch der Preisdruck auf die Landwirtschaft infolge der globalen Entwicklungen, der letzthin sehr deutlich zu spüren ist und vor allem auch den Milchsektor jetzt in arge Schwierigkeiten bringt und gebracht hat. Um den steigenden Verbrauch von Lebensmitteln zu decken, gleichzeitig die Landwirtschaft ökologischer zu gestalten und die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten, muss es uns also gemeinsam gelingen, Ökologie, Ökonomie, ausreichende Produktion und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Um die Südtiroler Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten, haben wir 6 Handlungsfelder definiert. Einmal die Familienbetriebe und den ländlichen Raum. Ziel ist es, durch eine Steigerung der Wertschöpfung aus Produktion, Neben- und Zuerwerb die bäuerlichen Familienbetriebe zu erhalten. Klima- und CO2-Reduktion. 18% der CO2-Emissionen in Südtirol, wie wir wissen, entfallen auf die Landwirtschaft. Unser Ziel ist es, einerseits diese CO2-Bilanz zu verbessern, andererseits die Landwirtschaft den Klimaänderungen anzupassen. Auch das wird eine Herausforderung sein. Wasser und Boden, gesunde Böden und sauberes Wasser sind auch Grundpfeiler unserer Landwirtschaft. Ziel ist es deshalb flächendeckend, eine Wasserqualität von mindestens gut und eine sehr gute Bodenqualität zu erreichen. Entsprechende Werte werden auch erhoben, damit wir das auch entsprechend dokumentieren können. Artenvielfalt und Landschaft. Wir wollen das Land der Artenvielfalt werden, diese erheben und kontinuierlich ausbauen. Ebenso wird die Natürlichkeit der Landschaft kontinuierlich erhöht und dokumentiert werden. Gesundheit und Genuss. Ziel ist es, unsere Produkte noch stärker als Premiumprodukte zu positionieren, wobei wir unter Qualität nicht nur jene des Produktes selbst verstehen, sondern auch das Umfeld, in dem diese produziert worden sind. Und wir wollen die Produktion vielfältiger machen. Gesellschaft und Dialog. Wir werden die Bevölkerung einerseits von den Bedürfnissen der Landwirtschaft überzeugen müssen. Andererseits muss die Landwirtschaft auch stärker auf die Gesellschaft eingehen. Deshalb werden wir auch diesen Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft entsprechend fördern. Dazu haben wir, um diese Punkte dann auch umzusetzen, nicht nur mit dem Landwirtschafts 2030 einen übergreifenden Strategieplan ausgearbeitet, mit vielen konkreten Projekten zur Umsetzung, aufbauend auf die Nachhaltigkeitsstrategien der 3 großen Akteure, Milch, Obst und Wein, sondern hat auch der Südtiroler Bauernbund in Zusammenarbeit mit allen maßgeblichen Akteuren konkrete Projekte zur Umsetzung ausgearbeitet. Denn das eine sind die schönen Worte, die man immer wieder findet und finden kann. Das andere ist dann die konkrete Umsetzung und auch das wollen wir aufzeigen, dokumentieren und dann auch umsetzen. Diesen Weg der Nachhaltigkeit starten wir nicht bei Null, aber jetzt mit gemeinsamen neuen Zielen. Landwirtschaft 2030, also Südtirols nachhaltiger Weg. Wir als Südtiroler Landwirtschaft wollen ein Vorzeigemodell werden. Wenn wir gemeinsam mutige Schritte wagen, bin ich zuversichtlich, dass unsere Landwirte und die Gesellschaft diese auch mittragen werden. Ganz im Sinne auch der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes, Everyday for Future, gemeinsam für die Nachhaltigkeit. Machen wir uns als Landwirtschaft auf einen gemeinsamen Weg der Umsetzung mit Mut und Pioniergeist sowie Wertschätzung, so mit dem, was uns auch immer wieder schon ausgezeichnet hat. Danke.
Danke, Landesrat Schuler. Der Südtiroler Bauernbund gilt als größter gemeinsamer Vertreter der Südtiroler Bäuerinnen und Bauern und er hatte sich zur Aufgabe gemacht, ein gemeinsames Programm der nachhaltigen Entwicklung für alle Sektoren zu erarbeiten. Ich bitte nun Obmann Leo Tiefenthaler, uns die Inhalte dieses Programms, dieser Ziele zu erläutern. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe teilnehmende Journalistinnen und Journalisten, sehr verehrte Ehrengäste, Signore e Signori, buongiorno a tutti e un cordiale benvenuto da parte nostra, da parte del Südtiroler Bauernbund. Ja, Landesrat Schuler hat schon einiges vorweggenommen. Wir haben uns in den letzten Jahren, sei es die Sektoren Milch, Wein und Obst und auch wir als Bauernbund gemeinsam mit der Politik auf den Weg gemacht, mehr Nachhaltigkeit in unsere Betriebe, sei es Genossenschaften, aber vor allem in die einzelnen Betriebe draußen eben unterzubringen. Und ich hoffe, dass wir dies auch in den nächsten Jahren, und zwar bis 2030, geht ja dieses Programm und darüber hinaus, dann imstande sind, das umzusetzen. Wir haben einige Leitsätze, 6 Leitsätze erarbeitet und 8 Leuchtturmprojekte und diese Leitsätze möchte ich Ihnen ganz kurz präsentieren. Familienbetriebe, wissen wir, Südtirol besteht in der Landwirtschaft zum Großteil aus Familienbetrieben. Ich glaube, 99% der Betriebe in Südtirol werden familiär bewirtschaftet, ob es jetzt im Bereich Obst, Wein oder auch Milchwirtschaft ist. Und das ist ein gutes Zeichen. Und hier haben wir natürlich sehr viel Potenzial. Und der ländliche Raum wird ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer noch bewirtschaftet im Vergleich zu anderen Provinzen und Regionen Italiens, aber auch im Ausland, wo wir zum Teil eine große Landflucht in den letzten Jahrzehnten gehabt haben und das bei uns hier in Südtirol nicht passiert ist. Und das möchten wir auch beibehalten, dass der ländliche Raum weiterhin bewirtschaftet wird, landwirtschaftlich, touristisch und dann hat auch Handel und Handwerk Platz. Und ich glaube, dass dies für die gesamte Gesellschaft sehr, sehr wichtig ist. Dann Klima- und CO2-Reduktion. Wir wissen, es ist zurzeit eine große Diskussion im Bereich des Klimawandels und auch der CO2-Reduktion. Und hier haben wir als Landwirtschaft natürlich ein großes Potenzial, weil unsere Pflanzen, die wir anbauen, sei es die Obstbäume, sei es die Reben, sei es vor allem auch die Grünlandwirtschaft, die Wiesen, aber vor allem die Wälder, können CO2 speichern, auch natürlich einmal im Holz und zum anderen in den Böden im Humus. Und das möchten wir natürlich weiterhin forcieren, weil, und da kommen wir schon zum Wasser und zum Boden, der Boden ja unsere Grundlage der Existenz ist. Der Boden, Grund und Boden ist unser Arbeitsplatz, wie für den Hotelier das Hotel ist oder für den Handwerker der Handwerksbetrieb. Und da müssen wir natürlich schauen, dass dieser Boden weiterhin fruchtbar bleibt, weiterhin auch so bleibt, wie wir ihn von unseren Ahnen übernommen haben und auch unseren Kindern wieder weitergeben können. Und dann spielt natürlich das Wasser eine große Rolle. Das Wasser, wissen wir, für die Beregnung, für die Möglichkeit, eben unsere Pflanzen mit Wasser zu versorgen, hat man in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sehr stark ausgebaut. Da gibt es Pioniere, ich nenne immer das Vinschgau, wo es schon seit 600-700 Jahren gemeinsame Aktionen gegeben hat mit dem Bau der Wale, wo es eine Notwendigkeit von Natur aus gegeben hat, eben Wasser herzubringen und dieses Wasser auch zu verwenden. Einmal natürlich als Trinkwasser und zum Zweiten eben als Wasser für unsere Pflanzen. Und wir möchten dieses Wasser auch schützen, dass es weiterhin sauber bleibt und dass wir es so wenig als möglich benötigen, um unsere Pflanzen dann dementsprechend eben zu versorgen. Und da hat diese Umstellung von den Beregnungen, Überkronenberegnungen auf Tropfberegnung in den letzten Jahren sehr stark um sich gegriffen und das ist auch gut so, weil mit der Tropfberegnung man imstande ist, viel gezielter eben das Wasser in den richtigen Ort hinzubringen. Artenvielfalt und Landschaft, wir wissen, Artenvielfalt ist für uns auch sehr, sehr wichtig für die Landwirtschaft und die Landschaft natürlich nicht nur für uns Bäuerinnen und Bauern, sondern für die gesamte Südtiroler Gesellschaft und vor allem für den Tourismus. Also wir
pflegen die Landschaft, indem wir die Landschaft bewirtschaften. Und das ist natürlich auch für die Zukunft extrem wichtig, weil wir wissen, der Tourismus ist ein sehr, sehr starkes Standbein der gesamten Wirtschaft in Südtirol. Und wenn Landwirtschaft und Tourismus funktioniert, dann hat auch der Handel und das Handwerk Platz und auch die Industrie. Und wir haben alle Arbeit und die Arbeitsplätze sind diesbezüglich auch garantiert. Gesundheit und Genuss. Gesundheit ist eines der wichtigsten Faktoren in unserem Leben. Wenn wir nicht gesund sind und gesund bleiben, dann hat alles andere keinen Wert. Und natürlich der Genuss spielt auch eine große Rolle. Wir produzieren hier in Südtirol sehr, sehr viele und vor allem gute Lebensmittel, gesunde Lebensmittel, angefangen bei den Milchprodukten, dann der Apfel, der international vermarktet wird. Reden wir vom Wein. Der Wein hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja einen sehr großen Aufschwung erlebt in Bezug auf Qualität. Man hat die Menge reduziert, die Qualität massiv gesteigert und deswegen glaube ich, können wir hier in Südtirol wirklich von Genussmitteln reden und es gibt natürlich auch Gemüse, Getreide und so weiter, was angebaut wird und dies alles in höchster Qualität. Dann Gesellschaft und Dialog. Wir wissen, auch Landesrat Schuler hat es vorher schon angesprochen, wir müssen mit der Gesellschaft als Landwirtschaft noch mehr in Kontakt kommen. Wir haben schon sehr viel Kontakt, zum Beispiel mit dem Urlaub am Bauernhof oder auch viele Nachbarn, die wir ja kennen als Bauern selber und mit denen in Gespräch sind. Aber trotzdem, glaube ich, ist es einfach wichtig, noch mehr mit der Gesellschaft in Kontakt zu treten, weil wir durch die Spezialisierung ein bisschen den Kontakt verloren haben. Der Touristiker kümmert sich nur mehr um seine Gäste, der Handwerker um seinen Handwerksbetrieb oder um seine Produkte und der Bauer produziert entweder Äpfel, Wein oder beides und eventuell Milch oder auch Spargeln und Gemüse, aber konzentriert sich auf sein Produkt und dann hat man eben diesen Kontakt vielleicht zur Gesellschaft ein bisschen verloren und das ist wichtig, dass wir das imstande sind, in Zukunft auch dementsprechend auszubauen. Dann haben wir diese 8 Leuchttürme, wobei ich nur möchte 2 herausfiltern, und zwar einmal den Leuchtturm CO2-Fußabdruck, vorher schon gesagt, CO2-Reduktion, Absorption durch die Landwirtschaft ist einfach extrem wichtig. Wir möchten hier einen CO2-Rechner auf Betriebsebene, also für alle Betriebe diesbezüglich zur Verfügung stellen, dann die Identifikation von Emissionen und das Senken von Emissionen, das ist natürlich eine Folge davon. Die Maßnahmen zur Reduktion und Kompensation, das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Dann einen einheitlichen Standard für die gesamte Land- und Forstwirtschaft schaffen, dass man Vergleiche machen kann und vor allem sollte das natürlich in Zusammenarbeit mit der Klimahausagentur stattfinden. Dann der Leuchtturm Boden Pilot. Boden, wie schon gesagt, der Boden ist unser Arbeitsplatz, der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit ist für uns natürlich das A und O. Klimaschutz, Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlichen Böden, wie schon vorher genannt. Kohlenstoff können wir natürlich, sei es in den Pflanzen selbst, im Holz, aber vor allem in den Böden, im Humus binden und das kann natürlich für sehr, sehr viele andere Bereiche, zum Beispiel für die Industrie, für das Handwerk, für den Tourismus auch von Wichtigkeit sein. Die Zusammenarbeit mit der Leinburg in diesem Fall ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Berechnung des Potenzials auch dementsprechend zu haben. Die Möglichkeit des Modells von Carbon Farming, also in Zusammenarbeit mit anderen Betrieben, die keine Möglichkeit haben, eben Kohlenstoff, CO2 zu absorbieren, dann könnte man hier im Handel diesbezüglich etwas austauschen und die Projektpartner diesbezüglich sind natürlich die Leinburg, die Freie Universität Bozen, die Klimahausagentur und die Beratungsringe. Die Umsetzung diesbezüglich findet in den nächsten 4 Jahren statt, und zwar von 2022 bis 2025. Vielleicht ein paar Worte auch in Italienisch, und zwar, machen wir dann noch? Jawohl. In diesem Sinne inzwischen danke für die Aufmerksamkeit. Wenn nachher noch Fragen sind, dann sehr gerne. Vielen Dank. Danke, Leo Tiefenthaler.
Ein wesentlicher Ausgangspunkt sowohl für das Strategiepapier Landwirtschaft 2030 des Landesrates Schuler als auch der Leitziele und Leuchtturmprojekte im Programm des Bauernbundes waren die einzelnen Nachhaltigkeitsprogramme der 3 Hauptsektoren der Südtiroler Landwirtschaft, die Milch-, Wein- und Apfelwirtschaft. Beginnen wir mit der Milch oder mit den milchproduzierenden Bergbauern, Joachim Reinalter, Obmann des Sennereiverbandes Südtirol. Was kann und will die Milchwirtschaft auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit tun? Bitte. Ja, einen schönen guten Morgen auch im Namen der Südtiroler Milchwirtschaft. Un caro saluto da parte del settore lattiero-caseario Alto Tesino. Ich glaube, Bäuerinnen und Bauern auf dem Berg haben seit Generationen sich damit beschäftigt, wie sie ihre Höfe zukunftsfähig machen und machen das auch weiterhin. Umwelt, Grund und Boden, glaube ich, seien dabei selbstverständlich, um das in einem Generationenvertrag weiterzugeben. Wir als Südtiroler Milchwirtschaft haben 80% der Betriebe, die über 1000 Meter Meereshöhe liegen, und wir haben klein strukturierte Familienbetriebe im Durchschnitt mit 14 Hektar Grund und Boden und 15 Kühen im Stall. Das heißt, dass es sehr überschaubare Betriebe sein und wo noch jeder Bauer seine Kuh beim Namen kennt. Die Südtiroler Milchwirtschaft beschäftigt sich ja schon die letzten Jahre immer wieder intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit. So wurde 2017 unser Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, welcher die Südtiroler Milchwirtschaft auf die Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales durchleuchtet. Einen weiteren Schritt hat die Südtiroler Milchwirtschaft 2019 gemacht, wo wir gemeinsam natürlich versucht haben, die flächenbezogene Milchwirtschaft zu implementieren, wo gesagt worden ist, die Milch, die produziert wird, soll auch an die Fläche gebunden sein, wo sie herkommt, damit man auch wirklich sagen kann, dass ein Südtiroler Produkt ein Südtiroler ist. Der nächste Schritt ist mittlerweile das Projekt Tierwohl Südtirol. Und das ist ein Teilaspekt der Nachhaltigkeit und eigentlich ein grundlegender Teil unserer Qualitätsphilosophie. Aus diesem Anspruch ist das Projekt entstanden, weil natürlich Tierwohl ist immer schon ein Anliegen der Landwirte gewesen, weil wenn es dem Tier gut geht, dann geht es auch dem Landwirt gut. Deshalb die Landwirtschaft kann Tierwohl immer schon, und natürlich müssen wir weiter in die Zukunft schauen, wo es noch auf uns zukommt. Und ich glaube, wir haben wirklich versucht, die Landwirte in dieses Projekt mit einzubeziehen und zu schauen, dass alle in Zukunft auch noch mehr sensibilisiert werden, dass die Schwachstellen im System erkannt werden und natürlich verbessert werden, dass Betriebsoptimierungen natürlich aufgezeigt werden und gemeinsam umgesetzt werden, diese Verbesserungen auf unseren kleinen Bergbauernbetrieben umzusetzen. Dazu wird Beratung und Schulung angeboten und natürlich Ziel ist, dass jeder Landwirt eigenständig diese Tierwohlkriterien in seinem Betrieb umsetzt. Natürlich, die Kosten für diese höheren Standards werden die Bäuerinnen und Bauern nicht alleine tragen können. Da müssen wir uns bewusst sein. Dazu braucht es die Konsumentinnen und Konsumenten, die auch bereit sein, mehr für das Produkt zu zahlen, mehr für den Mehraufwand zu zahlen, damit ein fairer Preis im Endeffekt herauskommt. Und genau in dieser schwierigen Zeit für die Milchwirtschaft muss man sagen, dieser Satz gilt mehr denn je. Die Landwirtschaft kann nur nachhaltig sein, wenn die Menschen, die darin arbeiten, auch nachhaltig davon leben können. Das müssen wir jetzt schauen, besonders in dieser schweren Zeit und natürlich auch für die Zukunft. Danke sehr. Danke, Joachim Reinalter. Auch wer Wein produziert, hat auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sowohl Chancen als auch Herausforderungen vor sich. Andreas Kofler, Präsident des Weinkonsortiums. Wie macht sich die Weinwirtschaft nachhaltigkeitsfit? Ja, schönen guten Morgen allen Anwesenden auch von meiner Seite und danke Herrn Landesrat Schuler für die Möglichkeit,
die Südtiroler Weinagenda 2030 hier vorzustellen und auch eben in diesem Wege den nachhaltigen Weg der Südtiroler Weinwirtschaft. Nachhaltigkeit ist für die Weinwirtschaft ein Thema, das immer schon da war und das wir auch schon immer fühlen. Wir haben uns aber entschieden, 2017 mit der Südtiroler Weinagenda was zu entwickeln, was als Dach für alle Betriebe gilt. Das heißt, ein Dach, wo sich die einzelnen Südtiroler Betriebe in diesem Punkt Nachhaltigkeit treffen können. Viele Betriebe in Südtirol sind schon einen nachhaltigen Weg gegangen oder gehen einen nachhaltigen Weg. Wir haben in der Weinwirtschaft natürlich sehr verschiedene Betriebe. Wir haben Genossenschaften, wir haben Weingüter, wir haben freie Weinbauern, die in verschiedenste Märkte arbeiten, die was aber auch verschiedenst produzieren, also von der integrierten Produktion bis zur biologischen, bis zur biodynamischen. Aber alle haben ein gemeinsames Ziel und das Ziel ist eben die Nachhaltigkeit. Und wir haben mit der Agenda eben dieses Dach gebildet über diese Nachhaltigkeit drüber, wo sich auch verschiedenste Bereiche dann entwickeln können. Einmal natürlich der Boden, das Land, aber auch die Reben, die Menschen und der Wein. Also das sind die 5 Aktionsfelder, wo wir uns in dieser Nachhaltigkeit entwickeln werden. Und wir haben uns da auch verschiedenste Meilensteine dann rausgepickt, was bis 2030 dann auch angegangen werden. Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich heuer schon als Pilotprojekt gestartet und das ist eine nationale Zertifizierung, was in die Agenda implementiert wird, also die sogenannte SECO-NEB-Zertifizierung, damit auch diese Nachhaltigkeit zertifizierbar wird. Und dies wird heuer mit einem Pilotprojekt von ungefähr 100 Betrieben nachgegangen. Für uns ist natürlich die Agenda eine ganz wichtige Sache. Es ist aber auch für uns wichtig, dass die Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch nachhaltig ist, sondern auch sozial und ökonomisch. Wir haben sehr kleine Betriebe, sehr kleine Weinbauern, die auch lebensfähig bleiben müssen und sollen. Und wir sehen in der Nachhaltigkeit auch eine große Möglichkeit, dem Wein einen Mehrwert zu geben, eine gefühlte Qualität zu geben, damit auch im Wein, ich glaube, der Konsument hat in Zukunft immer mehr das Bedürfnis auch zu wissen, wie ist die Flasche Wein produziert geworden, wie ist das Glas produziert worden, wie ist aber auch die Traube produziert worden, was hat man getan für die Nachhaltigkeit bei dem Produkt. Und das wird ein Qualitätsfaktor werden der Zukunft. Und für uns ist und bleibt es extrem wichtig, dass wir selbstständig auch bleiben als Weinbauern, dass wir nicht abhängig sind von Förderung und von Beiträgen, sondern dass unser Produkt den Weinbauern trägt und dass auch der Mehrwert im Produkt drinnen ist und dass wir lebensfähig bleiben und selbstständig und nicht abhängig von Beiträgen, die was von außen kommen. Das ist extrem wichtig und das wollen wir auch mit der Agenda erreichen und als Konsortium bilden wir ein Dach dafür. Und nochmal danke für die Möglichkeit, das vorstellen zu dürfen. Dankeschön. Südtirol ist auch Apfelland. Wer durch die Täler fährt, erlebt die Anlagen der Obstwirtschaft direkt mit und manche fragen sich, wie Nachhaltigkeit sie ist. Georg Kössler, Obmann des Südtiroler Apfelkonsortiums, bitte erklären Sie es uns und ich glaube, Sie haben dazu eine mathematische Aufgabe. Ja, vielen Dank. Grüß Gott auch meinerseits, werter Herr Landesrat, werte Kollegen. Ja, man kann schon sagen, dass unsere klein strukturierte Obstwirtschaft in Südtirol eine lange Tradition im nachhaltigen Wirtschaften in den Betrieben aufweisen kann. 2017 hat das Apfelkonsortium als Koordinator sozusagen alle Akteure der Obstwirtschaft zusammengeholt und in zahlreichen Workshops und Diskussionen gemeinsam ein Aktionspapier, Leitsätze erarbeitet, die unseren nachhaltigen Weg in die Zukunft leiten sollen. Im November 2020, mitten in der Zeit
von Corona, ich war selbst davon betroffen, deswegen erinnere ich mich so gut daran, konnten wir der Öffentlichkeit unser Projekt Sustainable vorstellen. Wir sind bestolzt darauf, dass wir die gesamte Obstwirtschaft daran gearbeitet haben und ich darf heute vielleicht 2, 3 Schwerpunkte von Sustainable hier vorstellen. Das 3x3 der Nachhaltigkeit haben wir es genannt. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir konkrete Zeichen setzen können, Jahr für Jahr, dass wir also nicht nur schöne Programme vorstellen, sondern dass wir was bewirken wollen, den Mitbürgern und der Gesellschaft auch aufzeigen. Als erstes muss ich sagen, gerade in dieser Zeit, wo Energie besonders teuer ist und besonders wertvoll ist, können wir aufzeigen, dass wir auf unseren Obstgenossenschaften und in unseren Betrieben sehr stark schon seit langer Zeit oder seit mehreren Jahren auf Photovoltaik gesetzt haben, hilft uns sehr in dieser Zeit, aber ist auch ein bewusster Umgang mit den Ressourcen, mit der Ressource Energie. Wir haben auch beschlossen, dass wir den Zukauf von Energie, weil mit der Eigenproduktion an Strom wir leider nicht unseren Energiebedarf abdecken können, dass wir beim Zukauf der Energie alle gemeinsam geschlossen nur Strom ankaufen, welcher mit grünen Zertifikaten, das heißt ausgestattet ist, das heißt, dass er aus regenerativen Ressourcen stammt. Ein zweites Beispiel ist ein sozialer Aspekt in der Obstwirtschaft. Wir haben seit fast 15 Jahren Jahr für Jahr versucht, mit eigens geschulten Bäuerinnen und Bauern unsere Art zu arbeiten und unser Produkt vorzustellen, versucht der Jugend des Landes näher zu bringen, sind in die Schulen gegangen und versuchen mit dem sogenannten Apfelschulprojekt den Kindern unser Produkt einmal als gesundes Lebensmittel näher zu bringen und auch die Art der Arbeit oder die Art, wie wir in unseren Betrieben arbeiten, einer breiten Bevölkerung bekannt zu machen. Ganz besonders stolz bin ich, dass heuer wir eine Rekordbeteiligung haben, also eine Rekordbeteiligung Anfragen, welche ans Apfelkonsortium gerichtet sind, von Schulklassen, die also den Besuch unserer Apfelbotschafter wünschen, um mehr über den Apfel zu erfahren. Und heuer ist auch das erste Mal, dass wir 20 italienischsprachige Schulklassen besuchen dürfen, wo wir zum Teil in deutscher Sprache, aber auch in italienischer Sprache die Welt des Südtirolers Apfels näher bringen können. Natürlicherweise ist der ökologische Aspekt für ein nachhaltiges Arbeiten absolut grundlegend. Und was ist da wichtiger für uns als die Ressource Wasser, der Umgang mit der Ressource Wasser? Wasser ist für den Apfelanbau grundlegend, einmal zur Bewässerung, aber auch im Frühjahr zum Abwehr gegen die Spätfröste braucht es schon Wasser, um einen erfolgreichen Apfelanbau in Südtirol betreiben zu können. Wir haben in unserem Land, Gott sei Dank, heute noch ausreichend Wasser, dass wir, wenn der Frost oder die Spätfröste, wenn man so sagt, zuschlagt, uns mit Ausbringung oder mit einer Oberflächenberegnung großflächig schützen können und so das Einkommen unserer bäuerlichen Familien auch sichern können. Deshalb ist es ein Muss, dass wir mit der Ressource Wasser vernünftig umgehen. Wir haben dann können uns beteiligen an einem Projekt, das von der Leinburg, unserer Versuchsanstalt, gemeinsam mit dem Beratungsring und mit dem Energieerzeuger oder Energiebewirtschafter Alperia aufgestellt worden ist, das sogenannte Smartland-Projekt, wo durch das Ausbringen sensibler Sensoren in den Boden und mit einer digitalen Aufbereitung das richtige Bewässern nach Bedarf erhoben wird und dann wie gesagt, durch eine digitale Aufarbeitung auch gesteuert werden kann.
Das sind 3 einfache Zeichen oder Beispiele, die ich Ihnen jetzt vorstellen durfte, was den nachhaltigen Weg der Südtiroler Apfelwirtschaft anlangt. Unser Projekt heißt Sustainable und wir haben mit Sustainable noch einiges vor und wir werden sicherlich auch in Zukunft Gelegenheit finden, Ihnen neue Schwerpunkte oder weitere Schwerpunkte unserer Tätigkeit vorstellen zu können. Vielen Dank. Danke Georg Kössler. Passiamo subito alla conferenza in lingua italiana e cedo subito di nuovo la parola all'assessore all'agricoltura Arnold Schuler. Grazie. L'agricoltura in Alto Adige è da sempre segnata dal coraggio e dallo spirito pionieristico degli agricoltori, ma anche da una buona collaborazione. Questi valori hanno portato al successo delle aziende agricole del nostro territorio. Nel territorio alpino, negli ultimi 30 anni, il numero dei masi si è ridotto del 54%. In Alto Adige, per fortuna, siamo riusciti a prevenire in tempo, assicurando così la produzione di alimentari e anche garantendo così la conservazione del paesaggio e il mantenimento dello spazio rurale. I nostri settori principali, come sappiamo, sono mela, vino e latte, ma abbiamo anche diverse culture di nicchia. Sulla via della sostenibilità, l'agricoltura sta incontrando diverse sfide che vogliamo affrontare assieme. Noi, la parte politica, Südtiroler Bauernbund, i rappresentanti dei settori, abbiamo deciso di elaborare una visione comune e di istituzionalizzare un coordinamento relativo agli obiettivi e alle misure sull'agricoltura sostenibile. Ma solo assieme alla ricerca e assieme alle società sarà possibile guidare l'agricoltura altoatesina in un futuro pieno di prospettive. L'agricoltura deve essere osservata anche da un punto di vista trasversale e transnazionale. Penso in questo momento alle conseguenze sul clima e la redditività, ma soprattutto anche all'autosufficienza alimentare. In Europa, ultimamente, abbiamo sempre discusso di un approccio più ecologico dell'agricoltura, ma per via della crisi in Ucraina ora riconosciamo quanto siamo dipendenti da importi alimentari e di mangimi per animali e abbiamo visto quanto è importante l'autosufficienza. Dall'altra parte, a causa della situazione globale che stiamo vivendo, la pressione sui prezzi per l'agricoltura è aumentata notevolmente. Per mantenere le nostre aziende agricole a conduzione familiare vogliamo insieme far conciliare l'aspetto ecologico, economico e sociale dell'agricoltura. Sulla via dell'agricoltura sostenibile abbiamo definito 6 ambiti di intervento: le aziende familiari e il territorio rurale, importante anche per noi come territorio turistico. L'obiettivo è di preservare le nostre aziende agricole familiari e migliorare il loro reddito. Clima e riduzione delle emissioni di CO2. In totale il 18% delle emissioni vengono causate dall'agricoltura. L'obiettivo nostro è quello di migliorare l'impronta di carbonio e adottare la produzione ai cambiamenti climatici. Acqua e suolo. Le nostre acque e il suolo sono i pilastri fondamentali anche per l'agricoltura. Dobbiamo migliorare i valori. Poi la biodiversità e il paesaggio.
Vogliamo diventare il paese della biodiversità e il paesaggio naturale. Poi salute e sapori. L'obiettivo nostro è di mettere il focus sui prodotti di qualità, sempre di più, e sull'ambiente dove vengono prodotti. Inoltre vogliamo diversificare ancora di più i nostri prodotti. Società e dialogo. Vogliamo avviare un dialogo costruttivo sulle modalità di approvvigionamento dei prodotti agricoli e al tempo stesso su come garantire un reddito sufficiente ai produttori. Abbiamo il documento strategico Agricoltura 2030 come punto di partenza, ma anche i settori con i loro progetti nel campo della sostenibilità si sono già avviati. Il PowerPoint ha iniziato a lavorare alla concreta attuazione di progetti in un intenso scambio con tutti i protagonisti dell'agricoltura altoatesina. Dunque, non partiamo da zero. Siamo su una buona strada, ora ci incamminiamo assieme. Agricoltura 2030, la via sostenibile dell'Alto Adige. Vogliamo essere un esempio da seguire. Vogliamo prendere decisioni coraggiose e siamo fiduciosi che gli agricoltori e la nostra società le sosterrà. Seguiamo il motto del documento strategico della Giunta Provinciale Everyday for Future, insieme per la sostenibilità. Grazie. Grazie Assessore Sciulo. L'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti dell'Alto Adige, il Südtiroler Bauernbund, come maggiore organizzazione di rappresentanza delle contadine e dei contadini nell'Alto Adige, ha elaborato un programma per lo sviluppo sostenibile per tutti i settori. Prego ora l'Obmann Leo Tiefenthaler di illustrarci questo programma. Di nuovo un buongiorno a tutti e un cordiale benvenuto da parte nostra. Abbiamo elaborato delle linee guida e soprattutto 8 progetti faro e vorrei ringraziare i nostri collaboratori, il nostro vice direttore Uli Höllriegel, ma soprattutto anche Alfred Striegel e anche la Maria Elsler che ci ha aiutato fino adesso e grazie a voi per la collaborazione. Le linee guida sono queste 6, le aziende familiari e il territorio rurale. Sappiamo che le aziende familiari sono molto piccole, abbiamo i 6-7 ettari in agricoltura di montagna, 6-7 ettari di prato e dopo abbiamo i 2,5 ettari di frutticoltura per i frutticoltori e solo un ettaro in media in viticoltura e per quello siamo molto piccoli e spero che possiamo portare avanti queste aziende perché sono molto importanti per tutto l'Alto Adige. Dopo clima e riduzione delle emissioni CO2, il clima per noi è molto importante, abbiamo visto che questo cambio climatico ci tocca tutti quanti e per quello possiamo fare ben tante cose in agricoltura. Acqua e suolo, il suolo è il nostro posto di lavoro e l'acqua è importantissimo per innaffiare le nostre piante sia in agricoltura di montagna sia anche in viticoltura e in frutticoltura. Biodiversità e paesaggio, sappiamo bene la biodiversità per tutti noi è importantissimo sia che rispettiamo le api ma anche tante altre non so adesso come si dice, rispettiamo anche soprattutto il nostro paesaggio che è molto importante sia per noi tutti quanti ma anche per il turismo e abbiamo anche questa linea guida salute e sapori. Salute per tutti noi è la cosa più importante, senza salute non possiamo esistere e i sapori sappiamo bene che abbiamo dei prodotti molto
saporiti. Qua in Alto Adige incominciamo dai latticini, dopo le mele, gli asparagi, ma anche il vino, che è molto importante per i nostri prodotti e soprattutto per la nostra agricoltura. Società e dialogo, noi vogliamo rimanere in dialogo con tutti sia turisti ma anche con tutta la popolazione dell'Alto Adige, perché è importante in questo momento di avere questo contatto tra produttori e tra consumatori. Abbiamo dei progetti faro, ma non voglio presentare tutti 8 progetti faro, ma almeno 2. Questo progetto faro impronta CO2, vogliamo fare un calcolatore di CO2 per tutte le aziende. Qua nell'Alto Adige l'identificazione delle emissioni dei pozzi di CO2 è importantissimo, misure di riduzione e compensazione, il standard uniforme per tutto il settore agricolo e forestale, e soprattutto facciamo questo lavoro in cooperazione con l'agenzia Casa Clima Alto Adige. E il secondo progetto faro suolo, come già detto, il nostro suolo è il nostro posto di lavoro e vogliamo preservare la fertilità del suolo, la protezione del clima, sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il calcolo del potenziale da parte del centro sperimentazione Limburg. Limburg è importantissimo per noi, la possibilità di un modello di carbon farming, e i nostri partner sono, come già detto, la Limburg, l'agenzia Casa Clima e Università di Bolzano e anche e soprattutto i centri di consulenza. Alla fine abbiamo il nostro progetto che va fino al 2025 e speriamo che riusciamo a finire questi lavori che abbiamo progettato, e di nuovo grazie a tutti che hanno collaborato su questo sistema. Grazie, se sono ancora domande sono qua e se posso le faccio anche. Grazie di nuovo. Grazie Leo Tiefenthaler. Un punto di partenza essenziale sia per il documento strategico Agricoltura 2030 dell'assessore provinciale Schuler, sia per le linee guida del programma dell'Unione Agricoltori Bauernbund, sono stati i singoli progetti di sostenibilità dei 3 settori principali dell'agricoltura altoatesina, cioè il settore caseario, quello del vino e quello delle mele. Cominciamo con i contadini di montagna, produttori di latte. Chiedo Joachim Reinalter, presidente della Federazione Latteria Alto Adige, cosa può e vuole fare il settore lattiero casearia sulla strada verso una maggiore sostenibilità. Sì, buongiorno ancora una volta da parte mia, e credo che il punto di forza, il punto di intervento dei prossimi tempi sarà sicuramente la salute e il benessere degli animali. E la salute e il benessere dei propri animali sono fattori di centrale importanza anche per i nostri allevatori. Infatti gli animali fanno parte delle nostre famiglie. E se gli animali stanno bene, sta bene anche tutta la famiglia. Il benessere animale influisce sulla salute e sulla longevità e chiede un impegno quotidiano. È l'inizio del processo produttivo quando si parla di latte di qualità dell'Alto Adige, ed è fondamentale per garantire questa qualità del nostro prodotto. Per questo il pensiero dal quale nasce il progetto Benessere Animale Alto Adige parte proprio infatti da qui. Nell'ambito di questo progetto tutte le aziende associate alle latterie altoatesine saranno visitate e valutate tramite un questionario alla base della quale c'è il sistema nazionale Classifarm, dove
che è stato istituito dal Ministro della Salute e che raccoglie tutti i dati o diversi dati degli allevamenti rispetto alle classi di rischio, rispetto ovviamente al benessere animale. L'ultimo passo sarà la certificazione SQNBA, Sistema Qualità Benessere Animale, basato su questo sistema Classifarm. Il progetto è scientificamente supervisionato dall'Università di Bolzano, dal professore Gauli, presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie, infatti dell'Università, e si valuteranno le seguenti aree: biosicurezza, management aziendale e personale, strutture e attrezzature e Animal Based Measures, il cosiddetto BCS per gli animali. Importante è che l'animale stia bene indipendente dal tipo di stabulazione, e una frase che specialmente in questo periodo molto duro e molto impegnativo per il nostro settore vale sempre, che bisogna ricordare: l'agricoltura può essere sostenibile soltanto se chi ci lavora può vivere del suo lavoro. Grazie a tutti quanti. Grazie Joachim Reinalter. Anche chi produce vino ha davanti a sé opportunità e sfide sulla via di una maggiore sostenibilità. Andreas Kofler, presidente del Consorzio Vini dell'Alto Adige, come si sta rendendo sostenibile il settore del vino? Sì, buongiorno anche a tutti i partecipanti in madrelingua italiana a questa conferenza stampa. Sì, la nostra strada, Agenda 2030, la strada è stata intrapresa nel 2017, dove i viticoltori dell'Alto Adige si sono riuniti nel Consorzio Vini a costruire questa Agenda 2030, e in questa agenda abbiamo costruito un tetto per tante parti della sostenibilità che vogliamo seguire negli anni. Una sicuramente il terreno, il territorio, il suolo, la vite e i vigneti, e poi il vino, ma anche le persone. E una parte importante che seguiamo quest'anno sarà l'introduzione della certificazione SQNPI, che è la certificazione integrata nazionale, che sarà implementata nell'Agenda 2030. Per noi è importante avere veramente una sostenibilità per tutte le aziende che sono nel Consorzio Vini. Noi abbiamo tante aziende diverse tra di loro, aziende molto piccole, aziende cooperative più grandi e anche tenute storiche dell'Alto Adige, che sono riunite nel nostro consorzio. E anche come si produce il vino, logicamente anche dipende un po' anche dalle aziende diverse che abbiamo, aziende che producono vini integrati, ma poi anche biologici o biodinamici. Ma con questa agenda noi vogliamo dare un tetto a tutte le possibilità di produzione che abbiamo. Sì, come detto, parte principale per quest'anno sarà il progetto SQNPI, l'introduzione di questa certificazione, e poi seguiranno anche altre. Noi un po' faremo una strada che prima in tedesco non ho detto, ma faremo una strada a due tempi, una strada per tutta la viticoltura, ma poi anche una strada per quelle aziende che sono ancora più ambizionate, che vogliono fare ancora un po' di più, per avere anche lì una strada comune per quelle aziende che sono già un po' più in avanti, che spianano un po' la strada poi anche per le altre aziende che poi possono seguire. Sì, importante sempre, come ho detto già prima, è che la sostenibilità anche per noi è su tre soglie: una quella ecologica, poi anche quella sociale, ma anche quella economica. Per noi è molto molto importante vivere la sostenibilità così che possiamo anche lasciar vivere le aziende anche in futuro. Noi di media, come ha detto prima Leo, abbiamo 1 ettaro di media,
è un ettaro di media è molto molto piccolo per contadino, ma quello dà anche la qualità ai nostri vini, di avere aziende così piccole e che possono seguire i loro vigneti, sì, vigna per vigna, e questo è importante per noi, lasciare anche vivere in futuro queste piccole aziende. E per quello vediamo la sostenibilità anche come parte di qualità di una bottiglia di vino, e sarà sentita ancora di più nei prossimi anni come è stato prodotto questa bottiglia di vino, cosa è stato fatto per la sostenibilità di questa bottiglia di vino, sia in vigna ma sia anche in azienda, ma anche come è stato prodotto la bottiglia, il cartone, l'etichetta e tutto. E per quello è importante che anche in futuro la produzione sostenibile sarà anche sostenibile ecologicamente ma anche economicamente, e per quello noi vogliamo seguire questa strada e non vogliamo essere dipendenti in futuro di contributi europei o nazionali per mantenere le nostre aziende. Per quello vogliamo dare il valore al prodotto. Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie. Grazie Andreas Kofler. L'Alto Adige è anche la terra delle mele. Chi viaggia attraverso le valli sperimenta direttamente le piantazioni della frutta e si chiede quanto sia sostenibile. Georg Kössler, presidente del Consorzio di tutela mela Alto Adige, IGP, ci spieghi la situazione. Grazie, un cordiale saluto anche da parte mia a tutti i partecipanti, assessore e colleghi, buongiorno anche a voi. Ovviamente questa conferenza ci dà l'occasione di presentare la via o il percorso di sostenibilità anche nel mondo della mela altoatesina. Già nel 2017, sotto il coordinamento del Consorzio Mela, tutti gli attori del mondo melicolo altoatesino si sono uniti per sviluppare delle teorie e una via e dare un nome e un costume, se si vuol dire, al percorso di sostenibilità nei nostri meleti. Dopo 3 anni, lungi di discussioni ma anche di workshops, abbiamo sviluppato, siamo arrivati a un risultato penso molto positivo, con un programma che descrive il nostro percorso di sostenibilità, considerando la storia della produzione melicola in Alto Adige, ma anche dando una prospettiva come i melleti del futuro possono essere sostenibili e avere un percorso di sostenibilità con dei passi concreti. Oggi posso presentare sotto il nome di Sustainable il nostro programma del percorso sostenibile del mondo melicolo altoatesino, denominato un 3x3 del percorso sostenibile. E ovviamente per noi è importante anche arrivare dalle parole ai fatti, e per questo motivo oggi posso presentarvi 3 progetti concreti del nostro intendere della sostenibilità. In questo periodo ci stiamo rendendo conto quanto vale e quanta importanza ha l'energia elettrica. Da molti anni sui tetti delle nostre cooperative, dei nostri centri di lavorazione della frutta, abbiamo installato degli impianti fotovoltaici e con questi impianti possiamo coprire il nostro fabbisogno di energia fino a un certo punto. Però non basta questa energia di produzione propria, dobbiamo anche acquistare energia. E abbiamo deciso di acquistare solo energia con i certificata con i cosiddetti certificati verdi,
Questo vuol dire che proviene da fonti energetici sostenibili. Ecco. Il secondo progetto che posso presentare con una certa soddisfazione è che da 15 anni abbiamo cercato di andare nelle scuole e di far conoscere ai giovani il nostro semplice prodotto che è la mela, un alimentare sano, un frutto sano e semplice, e contemporaneamente i nostri rappresentanti che vanno nelle scuole hanno anche la possibilità di raccontare ai giovani come funziona il lavoro in campagna e spiegare ai ragazzi come nasce la mela, come si sviluppa, come viene conservata e come poi anche viene commercializzata. Un terzo progetto del quale siamo molto fieri, anche per la propria importanza ecologica, è l'uso delle risorse idriche nel campo melicolo. Ovviamente per poter produrre la mela abbiamo bisogno di tanta acqua. Una volta per irrigare ovviamente e soddisfare il fabbisogno della pianta nel continuo dell'anno per far crescere le nostre mele, ma anche nelle situazioni in primavera dove la brina ovviamente può mettere in forse il raccolto dei singoli produttori. Ovviamente le risorse idriche in Alto Adige per il momento sono abbastanza sostenute con la possibilità di attingerci in modo soddisfacente. Però dobbiamo essere consapevoli che le risorse idriche vanno salvaguardate e usate con prudenza e con consapevolezza che non sono interminabili, ma hanno anche un loro limite naturale. Insieme alla Leinburg, centro di consulenza Leinburg, al Beratungsring e all'Alperia è stato sviluppato un sistema che si chiama Smart Land con dei sensori intelligenti applicati nei terreni con i quali vengono rilevato il fabbisogno di acqua per la coltivazione dei frutti. Ovviamente ci vuole anche un'elaborazione di questi dati e è collegato a questo sistema Smart Land anche una elaborazione elettronica per la gestione del fabbisogno di irrigazione. Sono 3 esempi, penso concreti, che fanno vedere la nostra serietà col quale noi vogliamo affrontare il percorso della sostenibilità. Il marco che abbiamo dato al nostro sistema sostenibile, se si può dire così, o al nostro programma di sostenibilità è Sustainable. Sono convinto che la strada che abbiamo davanti a noi ha varie tappe, viene affrontata in varie tappe e anche in futuro possiamo trovarci di nuovo insieme a voi e farvi presente qualche novità o raccontarvi qualche storia sul nostro percorso sostenibile. Grazie. Danke, Georg Kössler. Wir sind am Ende der Ausführungen. Die erste Probe, ob die Informationen auch nachhaltig angekommen sind, sehen wir jetzt, denn wir kommen zu den Fragen der Giornalistinnen und Giornalisten. Per le domande preghiamo di segnalare l'interesse con la mano, il nostro collega si avvicina con un microfono e chiediamo di presentarsi con nome, media e poi la domanda. Grazie. Ci sono domande? Vedo mani alzate. Penso che andremo direttamente nelle interviste dirette.
Allora chiudiamo, ich schließe ab mit dem Wunsch, dass alle, sei es in der Landwirtschaft, sei es die sie wahrnehmen und konsumieren, sich auf diesen nachhaltigen Weg mitmachen. Danke den Ausführungen, danke den Anwesenden und allen zu Hause. Schönen Tag.